Wir sind hier Dach von einer neuen Grundschule, die diesen Monat angeweiht wird. Die Grundschule hier hat Platz für 300 Schüler, aber auch für die Maison Relais. Und was ganz wichtig war, für auch den CDI, das heißt die Kinder mit Behinderungen, fanden noch an diesem Gebäude Platz. Es war das ganz wichtig, dass das Zusammenspiel zwischen dem Lehrpersonal, dem Edukateur von der Maison Relais, und aber auch die Integration von den Kindern mit Behinderungen auch an dem heutigen Gebäude ist. Da sind wir ganz froh, dass wir heute die Arbeit feiern können. Wir haben hier geplant, geguckt, ob Platz genug ist für insgesamt 600 Schüler, weil das ist die wir in Zukunft brauchen. Aktuell haben wir 400 Schüler. Und hier ist ein Gebäude mit 300 Schülern, wo auch die Kantine mit dran ist. Und da könnten an der zweiten Phase ein zweites Gebäude dabei, wo auch 300 Schüler kommen. Direkt neben der Grundschule ist hier Parkhaus, das gebaut wird, für die Parkplätze abzufangen, die auf diesem Platz waren. Das sind rund 240 Parkplätze. Und dann hinter dem Gebäude ist noch eine Heizzentral, wo man mit Holz als Eisenbüscher die ganze Campus, alle Gebäude, die hier im Campus sind, beheizen. Da sind wir ganz stolz drauf, wenn wir CO2-neutral mit Eisenholz die Energie für die Gebäude hier herstellen können. Wir befinden uns hier im Atrium des neuen Campus Scolaire in Echternach. Das Atrium ist das alles verbindende Element zwischen oder zu den einzelnen Funktionen. Das Rez-de-chaussee ist aus Beton gebaut. Das gehört einmal zu dem konstruktiven Ansatz des Gesamtgebäudes. Das ist eine sogenannte Holzhybrid-Bauweise. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, verstärkende Teile, konstruktive Teile wie die Fahrtzug- und Treppenschächte und das Erdgeschoss an sich, das in Beton gebaut wurde, und darüber liegend die Geschosse sind in einer Holzbauweise gebaut worden. Das ist das Schülerrestaurant. Das Schülerrestaurant ist der größte Raum im gesamten Schulgebäude, sodass wir bis zu 300 Kindern an einem Nachmittag von der frischen Küche bedienen lassen können. Wir befinden uns jetzt in einem der 20 Klassenräume. Hier wurde ganz viel Wert auf verschiedene Punkte gelegt. Einmal, dass wir natürlich einen möglichst hohen Tageslichteintrag haben. Wenn das Tageslicht weniger wird, das heißt in den Wintermonaten am Morgen oder am Nachmittag, schaltet sich das künstliche Licht hinzu. Und dieses wiederum ist Tageslicht gesteuert, heißt, zu den Fenstern hin wird weniger künstliches Licht erforderlich sein und dementsprechend auch weniger zugeschaltet. Dann zum Rauminneren wird dann mehr künstliches Licht hinzugeschaltet, sodass immer eine möglichst gleichmäßige Ausleuchtung im ganzen Klassenzimmer vorhanden ist. Auch hier im lichtdurchfluteten Atrium ist das Thema Holz wie eigentlich im gesamten Gebäude allgegenwärtig. Das hat zum einen materialökologische, baubiologische Aspekte, zum anderen hat es akustische Aspekte. Hier in der oberen Etage befindet sich die Bibliothek und die Mediathek. Vorgeschaltet ist das grüne Klassenzimmer, der Dachgarten, der den Kindern dazu dient, um das, was sie hier in der neuen Bibliothek zu lesen bekommen, in der Praxis draußen anwenden können. Wir freuen uns schon darauf, wenn die Kinder endlich dieses Gebäude für sich in Anspruch nehmen können, die Regale gefüllt sind mit vielen bunten Büchern und man den Kindern die Freude am Lesen und am Lernen ansehen kann.